Wir sind in unserer Predigtreihe über das Thema Vision, über Reich Gottes bauen. Und wir haben in den letzten beiden Predigten auch darüber nachgedacht, unser Leitsatz von der Kirchenbild, Kirche, die sich verschenkt. Oder eben, wie wir auch letzten Sonntag gehört haben, von Gott, von Jesus Christus beschenkt zu sein, damit wir eben weiter schenken können. Wenn man so einen Leitsatz hat, ob jetzt das da für uns in der Kirchenbild ist oder sonst in einer Firma oder wo auch immer, ist auch die Frage, wie kann man so einen Leitsatz umsetzen? Wie können wir uns als Menschen in der Kirchenbild verschenken? Wie stellst du dir eine Kirche vor, die sich verschenkt? Tragen wir die Vision eigentlich in unserem Herz? Zu einer Vision und damit verbunden auch Mission gehört eben immer die Frage, wie? Wie wollen wir eine Vision leben? Was für Werte haben wir? Wie können wir die umsetzen? Wie können wir Gottes Reich bauen? Wir haben vor einigen Jahren in der Kirchenbild darüber nachgedacht, was für Werte uns wichtig sind. Und haben uns schlussendlich auf 4 verschiedene Werte festgelegt. Begeisterung, Vertrauen, Wertschätzung und Bestes geben. Gandhi hat mich gefragt, ob ich heute Morgen über das Thema Bestes geben einen Input machen. Könnten wir als Kirchenbild Reich Gottes bauen, indem wir das Beste geben? Was sagt Gott dazu? Was sehen wir aus dem Leben von Jesus Christus? Jesus hat dort mal viel Gleichnis erzählt. Durch Gleichnis hat er in die damalige Situation der Menschen hineingeredet. Er hat Bilder gebraucht. Saat und Ernte, Weinberg, Felder. Er hat Geschichten mit Bildern und Erlebnissen von der damaligen Zeit verknüpft und hat so die Menschen aus ihrem Kontext, aus ihrem Umfeld, ihren Lebenssituationen abgeholt. Er hat über das Himmelreich oder Reich Gottes hat er in verschiedenen Gleichnissen geredet. Ich möchte eins von diesen Gleichnissen, das von den Perlen, möchte ich herausgreifen. In Matthäus 13, 45 bis 46 heißt wiederum gleich das Reich Gottes einem Kaufmann, der wertvolle Perlen suchte. Und als er eine besonders kostbare Perle gefunden hatte, ging er heim, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Ich möchte nicht in der Tiefe auf das Gleichnis eingehen, sondern einfach die Frage, was könnte das Gleichnis für uns bedeuten zum Thema Bestes geben. Der Kaufmann war überzeugt, dass er eine einzigartige Perle gefunden hat. Ich finde sie noch nicht so eine kleine, normale, sondern ganz besondere Perle. Ich habe vor vielen Jahren mal meiner Frau Ohrring gekauft mit einer Perle dran und sie hat dann, ich denke, sie hätte Freude, oder? Und sie war auch ein bisschen enttäuscht, sie hat gefunden, das sei doch eher für die älteren Jahrgänge, oder? Dann habe ich gesagt, ja, hat aber nicht noch eine Perle, hat sogar noch ein paar
kleine Brillanten dran gehabt, aber das hat sie da im Moment nicht interessiert. Ist dann aber nicht lang gegangen, haben ihr auch die gefallen und heute findet sie es sehr schön. Also der Kaufmann hat eine ganz besondere Perle gefunden. Er hat gewusst, mit dieser Perle hat er nicht nur seine zukünftigen finanziellen Bedürfnisse abdeckt, sondern sinnbildlich hat er gewusst, dass er endlich das gefunden hat, was er schon lange gesucht hat. Er ist am Ziel angekommen. So ist er gegangen, hat alles verkauft, was er hatte. Was ihm wichtig war bis dahin, was ihm Sicherheit gegeben hat, ist er bereit, dran zu gehen. Damit er die Perle kaufen konnte. Er hat alles gegeben. Er hat sein Bestes gegeben. Heisst das jetzt, dass ich gehen muss und alles, was ich habe, verkaufen, damit ich mein Bestes geben kann? Ich denke eher nicht. Meine Frau würde da vermutlich auch noch ein Wörtchen mitreden. Nein, aber ich möchte versuchen, einen Bogen zu spannen. Als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir die Perle oder den Schatz, wie es in einem anderen Gleichnis, der Schatz im Acker, Parallelgleichnis heisst, haben wir finden dürfen. Es ist Jesus Christus selber, der sich für uns hingegeben hat. Johannes 3,16, einfach so ein zentraler Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab. Der himmlische Vater hat seinen Sohn gegeben, damit alle, die Jesus Christus glauben, nicht verloren gehen und ewiges Leben haben. Der Vater hat das Beste gegeben. Jesus hat sein Beste gegeben. Er ist ganz Mensch geworden. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verloren. Er war auf dieser Welt, war für die Menschen da, bis zu seinem Tod am Kreuz. Ja, mit seinem Sterben am Kreuz hat Jesus das Beste, das Allerbeste gegeben. Und mit seinem Sterben hat er deine und meine Schuld, die ganze Schuld von dieser Welt getragen. Er hat alles gegeben. Und Jesus selber sagt im Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 13, es gibt keine größere Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde. Er hat alles gegeben. Durch das Leid und Sterben am Kreuz von Jesus ist überhaupt die Voraussetzung geschaffen worden, dass auch wir fähig werden, das Beste zu geben. Nämlich das Beste zu geben, nicht aus mir heraus, sondern aus dem, was uns Gott durch Jesus Christus gegeben hat. Der Mensch braucht zuerst die Erkenntnis, dass er ein sündiges Wesen ist und die Vergebung durch Jesus Christus nötig hat, damit er frei wird. Damit er frei wird von seinem Rucksack. Der Rucksack, den ich in meinem Leben aufgeladen habe. Wenn ich mit ehrlichem Herz zu Jesus komme, ans Kreuz, und bereit bin, meinen Rucksack, gleich was alles dort drin hat, bei ihm abzuladen. Erst dann habe ich die Perle gefunden, wo das Leben echt lebenswert macht. Wenn ich den Rucksack weiterträge und meine, ich könnte es selber, dann lebe ich in meiner Selbstgerechtigkeit. Dann
Sind es meine eigenen persönlichen Anstrengungen? Vielleicht wollen das Beste zu geben. Aber das gründet sich dann schlussendlich in einem humanistischen Menschenbild, wo nicht zu Gott, sondern schlussendlich von ihm weg ins Verderben führt. Jesus selber hat uns davor gewarnt und hat gesagt, der Weg ins Verderben ist breit. Der Weg ins Leben, der ist schmal. Der schmale Weg wollen wir aber Gott sei Dank nicht selber gehen. Sondern Gott ist mit seinem Heiligen Geist, ist er mit uns. Ich liebe den Vers aus dem 2. Korinther 5,17. Liebe ich die Aussage, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das Neue ist der Heilige Geist in uns, wo wir geschenkt bekommen, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen. Aus dem Bewusstsein heraus, dass wir durch Jesus ein neuer Mensch sind, angenommen und geliebt von Gott, dürfen wir lernen, das zu geben, was wir haben. Was Gott dir und mir an Gaben, an Zeit, Fähigkeiten, an materiellen Wert anvertraut hat. Wenn wir lernen, Gott immer mehr zu vertrauen, dass er es gut meint mit uns, dass er einen göttlichen Plan hat für dein Leben, dass er uns nicht fallen lässt, ja, dass er unser Versorger ist, in jeglicher Hinsicht. Dann kommt Ruhe, Frieden, Gelassenheit in unser Herz hinein. Darum sagt Jesus in Matthäus 6,33, euer himmlischer Vater weiß, was er nötig hat. Darum trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes, dann wird euch alles andere dazugegeben. Eine wunderbare Verheißung, das Versprechen von Gott, und ich würde sagen, was es auszuprobieren gilt. Immer wieder und Erfahrungen damit zu machen. Wir sollen also zuerst nach dem Reich Gottes trachten und dann gibt uns Gott alles andere dazu. Ja, noch viel mehr, als was wir brauchen. Als Mensch in einer materialistischen Welt ist natürlich die Versorgung oftmals zuerst, denken wir an die finanzielle Seite. Finanzielle Versorgung ist nötig, keine Frage. Aber Gott möchte uns noch viel mehr geistlich, seelisch versorgen. Aus einem in Gott gegründeten Bewusstsein, dass er uns ganzheitlich an Leib, Geist und Seele versorgen möchte, können wir weitergeben. Ja, können wir uns das Beste geben. Was ist jetzt aber das Beste? Das, was wir haben. Das, was Gott dir und mir anvertraut hat. Ich möchte versuchen, ein paar Punkte, haben die auch stichwortartig auf dem Sonntagszettel, Verhaltenspunkte oder Normen, wie man sagen, wie in unserem täglichen Verhalten, was uns helfen kann, eben das Beste zu geben. Jesus ist Mensch geworden. Darum mach es wie Gott.
Werd ganz Mensch. Bist du selber, so wie du bist. Du bist ein Unikat, einzigartig, von Gott gewollt und geliebt. Lebe aus der Vergebung Jesu. Wenn es letzten Sonntag gehört, beschenkt von ihm, um weiter zu schenken. Aus der Vergebung Jesus zu leben, aus der Verbundenheit, aus der Beziehung mit ihm. Stand zu deinen Stärken. Es ist ja toll, wenn man Stärken hat, aber stand auch zu deinen Schwächen. Auch die gehören zu unserem Leben. Schenk deine Zeit und Kraft, deine Fähigkeiten. Eine Aussage aus dem Jakobusbrief: Sei ein guter Zuhörer. Den Menschen gut zulassen. Langsam im Reden und langsam im Zorn. Nimm Korrektur an und bist bereit, darüber nachzudenken, wenn dir jemand etwas sagt. Investier dich mit Freude und Dankbarkeit. Ein wichtiger Punkt. Wir sind nicht perfekt und wir müssen nicht perfekt werden. Perfektionismus ist der grösste Pfind von der Freude. Freude hingegen ist der Motor für unser Wirken und Handeln. Wenn du Freude hast, etwas zu machen, dann geht es doch einfach viel ringer. Und dabei dürfen wir auch Fehler machen. Setzen wir Prioritäten nach der Aussage von Jesus, dass es uns zuerst nach dem Reich Gottes soll gehen. Die Frage, das, was ich mache, wie ich bin, wo ich mich investiere, dient das auch am Reich Gottes, dient das den Menschen. Und zu guter Letzt, habt ihr Sorge. Weniger kann manchmal auch mehr sein. Vielleicht denkst du jetzt auch, ja, okay, ist alles gut und recht, aber wenn ich so auf meinen Alltag schaue, auf deinen Alltag schaust, da muss deine Frau, dein Mann stehen. Daheim ist dein Ehepartner, deine Kinder, Eltern, vielleicht Großeltern, deine Freunde und Bekannte, deine Schule, die Ausbildung, Prüfungen, deinen Job, den du hast, Mitarbeiter in der Kirche Bild und weiss ich was. Und jetzt sollten wir in dem allem noch unser Bestes geben. Wir müssen gar nicht. Wir dürfen. Gott lädt uns ein. Er hat jedem von uns verschiedene Begabungen gegeben. Und er möchte, dass wir die entfalten. Und er hilft uns auch dabei. Ich möchte nochmal das Bild vom Rucksack brauchen. Auch wenn wir als Christen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann ist es ja nicht immer himmelhoch jauchzend. Wir haben unsere Herausforderungen im Alltag. Wir machen uns Gedanken, Sorgen und Nöte. Manchmal ist mit der Gesundheit nicht gut bestellt, mit der Arbeit, in den Beziehungen, was auch immer. Wir laden uns auch Schuld auf, bewusste, manchmal unbewusste. Und die Gefahr ist ja, dass wir den Rucksack dann einfach mittragen. Und ich glaube, ein Schlüssel ist, dass wir eben immer wieder zu Jesus ans Kreuz kommen und den Rucksack
abladen. Darum sagt Jesus im Matthäus-Evangelium 11,28: Kommet zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Jesus lädt uns ein, zu sich zu kommen. Mein Joch ist leicht, sagt er. Lernt von mir, denn ich bin von Herzen demütig und barmherzig. Jesus will uns von jeglicher Last befreien. Es gibt nichts, wo wir nicht damit zu ihm kommen können. Nichts. Gott ist nicht wie oft wir Menschen leider, dass wir zuerst Voraussetzungen machen oder denken, sondern du kannst so zu Jesus kommen. So wie wir sind. Und ich weiss nicht, wie es euch geht. Ich lade manchmal den Rucksack ab, ob jetzt der klein oder ein bisschen grösser ist. Und dann bin ich eigentlich gegangen und wäre frei. Aber so das Hintertürli schleicht sich das wieder ein, was ich eigentlich abgeladen habe. Oftmals unbemerkt. Und darum glaube ich, es ist einfach auch das immer wieder ein Üben. Ein Üben, zu Gott zu kommen und das, was ich abgeladen habe, dann auch wirklich sagen, Jesus, ich habe es bei dir abgeladen und es ist bei dir, es ist nicht mehr mein Problem, es ist dies. Hilf mir, gib mir Freude und Kraft, was es auch immer braucht. Aus dem Wissen, dass wir bei Jesus Christus angenommen sind. Dass er uns Ruhe und Frieden und Kraft will geben. So dürfen wir einfach Menschen sein, die uns investieren in unsere täglichen Aufgaben. Gott fordert uns sogar auf, alles, was wir tun, zu seiner Ehre zu tun. Das ist natürlich ein Anspruch, den wir nie werden können erfüllen. Also ich sicher nicht. Aber dennoch, wenn wir das in unserem Herzen tragen, bin ich überzeugt, gelingt uns vieles einfacher und mit Freude. Wir bekommen eine andere Perspektive. Eine andere Perspektive. Gott kann uns auch so in den Alltagspflichten Begeisterung in unser Herz legen. Begeisterung, weil wir dürfen wissen, wir sind Kinder Gottes, geliebt von ihm. Und dass wir darum eben einen Unterschied machen im Alltag. Der Paulus fordert uns auf, einen Brief Christi zu sein. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geiste des lebendigen Gottes. Nicht auf irgendwelche steinerne Tafeln, sondern unser Herz hineingeschrieben auf fleischerne Tafeln des Herzens. Ein Brief Christi sein. Weil wir ergriffen sind von Jesus Christus, weil wir begeistert sind von ihm. Und aus Dankbarkeit für das, was er tun hat für uns investieren in Menschen in unserem Umfeld. Das muss oftmals gar nicht viel sein. Wir können einfach da sein für Menschen. Uns für sie interessieren. Ihnen Zeit und Anteilnahme schenken. Vielleicht kommt dann auch mal der Moment, der Zeitpunkt, wo du dein Beste erzählen kannst. Nämlich wie du zum Glauben an Jesus Christus gekommen bist. Und was das für dich im Leben verändert hat und heute noch für dich bedeutet im Leben. Du und ich, wir alle können
hörendes Herz haben. Füreinander. Ein hörendes Herz für unseren Ehepartner, für unsere Freunde, für deine Kinder, für die Kinder und Jugendlichen in unseren Reihen hier in der Kirche Bild, für Singles, für ältere Leute, einfach für die Person, den Mensch, der es im Moment vielleicht gerade braucht. Wir können ein offenes Herz haben für die Not in dieser Welt und können auch etwas geben für Menschen in Not. Wir können miteinander Reich Gottes bauen und als Kirchenbild unser Bestes geben. Im Wissen, dass wir unvollkommen sind und Gottes Hilfe dazu brauchen. Ich habe so einen tollen Vers gefunden, 2. Korinther 3,5. Denn wir sind nicht aus uns selber tüchtig, sodass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es von uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Ist das nicht schön? Ist so entlastend, oder? Wir müssen nicht Leistung vollbringen und uns mit dem beweisen, sondern Gott schenkt auch das Wollen und das Vollbringen. Er schenkt das Gelingen. Das ist das Geheimnis vom Lieb Christi, dass Gott möchte, dass wir uns gegenseitig ergänzen. Es gibt nicht wichtige oder weniger wichtige Aufgaben in der Gemeinde Jesu, sondern jedes ist berufen, mit seinen Gaben das zu geben, was es kann. Und da und dort vielleicht auch mal das Beste zu geben. Das geschieht in unserer Reihe schon in vielfältiger Art und Weise. Und für das dürfen wir wirklich sehr, sehr dankbar sein. Wie viel oder was ist jetzt aber das Beste? Für den einen kann es mehr, für den anderen weniger sein. Für den einen das oder das. Mir ist beim Vorbereiten eine Begebenheit in den Sinn gekommen, schon viele Jahre zurück, wo wir gezügelt haben vom Concordiahof hier auf Abtwil. Ein Freund, der mir geholfen hat, zu zügeln, so gegen Abend hat er gesagt, Röbi, ist langsam Zeit, ich muss gehen. Ich habe heute nicht alles gegeben, aber ich habe das Beste gegeben. Schön, nicht? Oder der Input heute Morgen. Ich habe versucht, das Beste zu geben. Im Wissen, dass ich nicht alle gleich ansprechen können. Im Wissen, dass mein Predigtstil nicht bei allen gleich ankommt. Aber im Vertrauen auf Gott, in der Hoffnung, dass er wirkt durch seinen Heiligen Geist und unsere Herzen rettet. Denn die beste Botschaft, die best vorbereitete Predigt nützt, ich will nicht sagen nichts, aber sie nützt wenig, wenn nicht der Heilige Geist in unsere Herzen wirkt und wir unser Herz auftun. Vielleicht noch ein letztes Beispiel, ein persönliches. Wir könnten ihm sagen, als Überschrift, wie ich zum Kochen gekommen bin. Also Kochen war schon früher eigentlich eine Leidenschaft von mir. Ich finde es einfach etwas Tolles, auch mit der Lucia zusammen miteinander kochen, mit Menschen zusammen zu sein, etwas geniessen, ein Glas Wein zu trinken, Gemeinschaft zu pflegen. Item. Ich war noch nicht Mitglied in der Baptistengemeinde und dann hat das erste Mal so eine Freizeit am Wochenende stattgefunden in Mannenbach am Untersee. Die schon länger dabei sind, erinnern sich sicher daran. Und dann hat mich der Ueli auch eingeladen, ob ich nicht auch kommen will.
habe mir das noch überlegt und bin schlussendlich am Samstagnachmittag auch gegangen. Es war ein tolles Wochenende. Das Essen war auch ein bisschen grenzwertig. Und auf Deutsch gesagt, am Sonntagmittag die Spaghetti, die hast du fast saufen. Ich habe mich dann zu der Aussage hinreissen lassen, dass ich gesagt habe, an so ein Wochenende komme ich sicher nie mehr, wenn es wieder so einen Schlangenfraß gibt. Und wenn ich selber müsste kochen. Okay. Es ist ein paar Monate gegangen, dann ist der Ueli zu mir gekommen und hat gesagt, du Röbi, wir planen wieder so ein Wochenende im Mannenbach. Würdest du kochen? Dann habe ich gesagt, ja du Ueli, ich kann schon für 5, vielleicht für 10 Leute kochen, aber für 80 oder 100, das habe ich noch nie gemacht, oder? Und sagt Ueli, ja, aber du hast gesagt. Ja, da habe ich mein Maul schön voll genommen. Ja, nur ich habe mir das dann überlegt, also gebetet, habe mit der Lucia geredet und habe ein paar andere Leute gefragt, dass wir bereit wären, da zu helfen. Und haben mir überlegt, ja okay, wenn ich für 10 koche oder für 100, 100 ist einfach 10-mal so viel, oder? Okay, und dazu gesagt, es war für mich auch eine Möglichkeit gewesen, so ein Küchenteam einmal Leute mitzunehmen, die noch nicht an Jesus geglaubt haben. So die Schwellenangst abbauen vor einer Freikirche. Und ja, ich habe dann, ich weiss nicht wie viele Mal, 3-4 Mal haben wir zu Mannenbach gekocht und ab und zu auch mal da, nächsten Samstag wieder. Ich freue mich aufs Candlelight mit der Gemeindeleitung und weiteren Leuten dürfen zu kochen und ich hoffe, es gelingt. Was möchte ich mit dem sagen? Ich denke auch, viele von euch hätten Beispiele, könnten Geschichten erzählen, wo noch herausgefordert worden sind, wo noch es gewagt haben, etwas zu machen, auch im Glauben etwas gewagt haben und gemerkt haben, hey, das macht mir noch Spass und ich kann es noch und ich habe Leute um mich herum, die mir helfen, etc. Etwas mit Freude zu tun. Wie ich gesagt habe, Freude ist der Motor von unserem Handeln und Wirken. Jedes von uns muss sich schlussendlich selber prüfen. Auf Gottes Geist hören und bereit sein, Schritt zu wagen. Schritt zu wagen, das Beste mit Freude und mit Begeisterung können zu gehen. Reich Gottes liegt immer vor uns. Und jedes von uns ist gefragt, was sein Anteil ist. Ich möchte schliessen mit der Aussage, Gottes Reich wird sichtbar, wo Menschen seine Liebe und Hilfe erfahren und sein Evangelium in den Herzen glauben und Frieden schafft. Amen. Wir haben normalerweise am 2. Sonntag im Monat haben wir Abendmahl. Wir haben es vorverleiht. Wir haben heute Abendmahl, weil wir gedacht haben, das Bild vom Rucksack, das passt irgendwie zum Abendmahl. Jesus hat gesagt, wir sollen am Kreuz für unsere Schuld mit seinem Tod. Und vielleicht hat dich Gott irgendwo heute Morgen angesprochen, weil du merkst, du trägst auch noch einen Rucksack um, ob es der klein oder gross ist. Denn Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen am Abendmahl und sinnbildlich den Rucksack bei ihm abzuladen.
vielen Jahren mal gemacht haben und in der Zwischenzeit den Rucksack wieder gefüllt haben. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen. So wie du bist, seine Liebe für dich ist bedingungslos. Er lädt dich ein. Ich möchte jetzt noch beten. Der Peter wird dann die Einsetzungswort zum Abendmahl lesen. Dann werden wir das Instrumentalstück, einen Chorgesang hören und sind eingeladen, einfach zu Jesus zu kommen. Am Abendmahl teilzunehmen. Wer für sich möchte beten lassen, sich möchte segnen lassen, sind sicher Geschwister auf der Seite, die den Dienst gerne in Anspruch nehmen, wenn du möchtest. Einfach etwas auf dem Herzen hast, was du Gott möchtest anlegen, dann nimm Gebet in Anspruch, nimm Segen in Anspruch. Ich möchte beten. Ja, himmlischer Vater, wir sind daheim in einer Leistungsgesellschaft, wo uns eingetrimmt wird, dass wir Leistung und noch mehr Leistung bringen. Und wer das nicht kann, der fällt auf die Masche. Wer nicht Leistung kann bringen, ist nichts wert. Und ich bin so dankbar, dass wir bei dir nicht zuerst eine Leistung bringen müssen, sondern dass wir zu dir dürfen kommen. Du hast die Voraussetzungen geschaffen, Vater. Du hast deinen Sohn auf die Welt geschickt. Und Jesus Christus, du hast gezahlt für die Schuld dieser Welt, für jedes von uns. Und so möchten wir heute Morgen zu dir kommen, mit einem offenen Herz. Gang du dort rein, Herr Jesus Christus. Du weißt, was jedes braucht. Wir möchten dich loben und preisen und dir geben. Amen.